so, Episode 2, die Kavallerie. Ach, geht's da jetzt nicht weiter? Jetzt haben wir irgendwo anders. Als ob der Sturm hier alles auseinandergenommen hat. Wir sollen die Leute hier nicht vor dem Sturm retten, Dike. Na klar, weiß ich doch. Wer ist denn jetzt noch alles auf der Dino-Insel? Oscar, du hast die Liste. Sag Dike, was wir hier genau tun sollen. Er hat schon wieder ein Briefing verschlagen. Suchen und retten. Biogenetikerin Dr. Laura Sorkin, Gentechniker David Banks, Parktierarzt Jerry Harding, seine Tochter Jessica Harding und eine nicht identifizierte Frau, die... Warte, sagtest du gerade was von... Ja, auf der Arbeit war wohl Verfüttere deine Tochter-Tag. Nur gut, dass sie mich geschickt haben, um sie zu retten. Riesige fleischfressende Dinosaurier oder Billy Yoda. Ich weiß nicht, was bedrohlicher klingt. Team Bravo, ihr Alpha-Dog. Wann kommt ihr voraussichtlich am Besucherzentrum an? Over. Wir sind hier, wo seid ihr? Das reinste Schlachtfeld. Keine Spur von Überlebenden. Nur Over. noch unsere Runde. Auf dem Weg zur Landezone. Ankunft mit circa 10 Minuten. Ende. Hey, hey, Dike! Nicht so schnell. Okay, wir sind jetzt anscheinend das Rettungsteam und müssen die anderen außerholen. So, dann da wir mal das dann immer. Weißt du überhaupt, wo du hinfliegst? Das kleine N da steht für Nordkorea. Ich hab mich nicht verflogen. Ich verstehe schon, dass es dir peinlich ist, Team Bravo nach dem Weg zu fragen. Das ist völlig normal. Warum genau bist du von der Pilotenschule abgegangen, Yoda? Tja, ich bin nicht dafür gemacht. Ich seil mich lieber von Helikoptern ab, als sie zu. Genau. Hör zu, Ingen will, dass wir die Überlebenden so schnell wie möglich finden und wieder verschwinden. Das ist alles. Da liegst du falsch, Dike. Ja, Höhlenmenschen. Oder vielleicht ein Alpha-Saurier. Also, Ingen hat diese, wie war das noch gleich, hyperintelligenten Dinosaurier erschaffen. Wir müssen erstmal Kontakt zum Alpha-Saurier aufnehmen und sicherstellen, dass sie verstehen, wie wir sind. Oh, verstehe. Ich bin eigentlich hier, um 2 Höhlenmenschen abzuwerfen. Jetzt ist alles klar. Oscar, welche ängstliches Baby auf Piloten sitzen kann. Alpha, bitte kommen. Team Bravo wurde ausgeschaltet. Sind im Dschungel. Mehrere Angreifer. Ich trete den Rückzug. Los, los, los! Was zum Teufel? Dike, lass den Motor laufen, damit du uns jederzeit hier rausholen kannst. Roger. Okay, jetzt sind wir wieder auf uns gestellt. Und wir sind beim Besucherzentrum. Und das war anscheinend Team Bravo, wo es da rumliegt. Schauen wir mal, was der Herr so bei sich hat. Oscar, Gaza ist tot, aber das waren definitiv keine Dinosaurier. Sieht aus, als wurde er erschossen. Erschossen? Aber vor wem? Das nenne ich mal einen Fußabdruck. Mann, das sind vielleicht heftige Betäubungspfeile.
Okay, sonst haben wir nichts mehr. Oder? Scheint mega so. Dann gehen wir vielleicht da hinten. Hier sind überall Patronenhülsen, aber kaum Spuren von feindlichen Geschossen. Viele kleine Dinospuren, aber ich sehe gar keine. Billy, komm rauf hier. Ach, geht's da drinnen ab? Jetzt schauen wir erst einmal noch zu den kaputten Helikopter. Sieht aus, als wurde der Hubschrauber abgeschossen, als er abheben wollte. Verdammt, Linares. Worauf hast du geschossen? Ist nicht mal in Deckung gegangen. Vielleicht hat er auch eine Chance gehabt, in Deckung zu gehen. So, jetzt schauen wir mal in das Besucherzentrum. Ich weiß nicht, was... Lasst mich in Ruhe, verdammt! Lasst mich! Was zum Teufel? Vargas. Heilige, was zum Teufel hat das hier angerichtet? Das ist eine Menge Blut. Die Kev, wir gehen rein. Pass gut auf da draußen. Was zum Teufel ist mit euch passiert? Es war nicht meine Schuld. Wir konnten sie nicht sehen. Nur ihre Augen. Komm jetzt raus, Vargas. Was zum Teufel? Yoda, zurück. Ich mach das schon. Ich schau, ob es einen anderen Weg gibt. Hör auf mit dem Scheiß, Vargas. Raus aus dem Licht! Sie werden euch sehen! Ich glaube, dass den Typen jetzt gleich erwischt. Zurücktreten. Das ist ein Befehl. Hier draußen am Strand sind wir leicht beutelt. Wir müssen uns Schutz suchen. Was glaubst du, was du da tust, Vargas? Ich habe Überwachungsmonitore gefunden. Mit den Kameras kann ich ihn suchen. Sprich mit mir, Yoda. Wo ist er? Ich kann Vargas nicht sehen. Sorg dafür, dass er sich bewegt. Ich hol ihn mir. Feuer! Ich brauch deine Augen, Yoda. Ich kann Vargas nicht sehen. Es ist zu dunkel. Wo seid ihr? In den Bäumen? Zeigt euch! Was zur Hölle? Yoda, ich sehe hier draußen. Check die Monitore. Kannst du irgendwas erkennen? Rechts hinter dem Felsen. Ding. Yoda, wo ist Schießen wir Vargas? auf den Typen? Sorg dafür, dass er sich bewegt. Wow! Guter Schuss. Wo ist meine Waffe? Wir werden angegriffen. Komm zurück.
Lasst mich in Ruhe, verdammt! Wer seid ihr? Lasst mich in Ruhe! Oscar? Zurück! Heilige... Was zum Teufel ist mit ihm passiert? Hey, hey, Vargas, sieh mich an! So, was stimmt nicht mit dem? Komm schon, Mann, was zum Teufel stimmt nicht mit dir? Sie sind überall! Sogar jetzt! Sie beobachten uns. Wir müssen... Oscar, wir müssen rausfinden, was mit Vargas passiert ist. Ihm irgendwie helfen. Vergiss es. Er ist verrückt geworden. Die Sicherheitszentrale. Vielleicht ist was auf den Bändern. Durchhalten, Vargas. Hey, da hinten ist noch ein Überwachungsmonitor. Vielleicht findest du was auf den Videobändern. Wir sollten gehen. Wir können ihn doch nicht einfach so zurücklassen, Mann. Wenn wir rausfinden, was passiert ist, können wir ihm vielleicht helfen. Okay. Jetzt sind wir wieder gefragt. Cam 1. Ich schätze, diese Kamera war länger nicht in Betrieb. Okay, nehmen wir da mal die zweite. Okay, Team Bravo ist für höchstens 30 Minuten hier angekommen. Schauen wir uns das hier mal an. Nichts. Nix. Nichts los hier. Vielleicht auf der letzten. Siehst du das da? Was ist das? Keine Ahnung. Aber schau dir das mal an. Wer zum Teufel ist das? Ich schätze, das sind die Hardings. Also ist die Frau da gerade mit unserer Kohle abgehauen. Mit der Kohle. Suchen die auch noch die Embryonen. Wir müssen los. Die Cat, schmeiß den Motor an. Wir heben ab.